Wischen, klicken, gucken, spielen, Mediennutzung gehört zum Alltag schon von den Allerkleinsten. Eine Studie des Deutschen Jugendinstituts ergab, dass bereits 11% aller Dreijährigen und ein Viertel aller Sechsjährigen online sind. Mit 12 sind fast alle Kids im Netz. Nutzungsdauer zwischen einer halben Stunde pro Woche bis zu einer Stunde am Tag. Ist das ein frühzeitiger Erwerb von Medienkompetenz oder programmierte emotionale Entwicklungsstörung durch Reizüberflutung? Studien zeigen, dass Kinder mit häufigem Tablet-Konsum sich sprachlich schlechter entwickeln. Auch führt der Einsatz von Tablets in Grundschulen dazu, dass Fähigkeiten wie Schreiben nicht mehr ausreichend erlernt werden. Also wie viel Mediennutzung ist sinnvoll und wann ist ein Kind alt genug für Internet und Smartphone? Wir haben zu genau diesen Fragen heute einen Experten zu Gast, Dr. Gerald Lemke. Schönen guten Morgen nochmal, Experte für digitale Medien und Autor dieses Buches, Die Lüge der digitalen Bildung. Sie sagen, Kinder sind tatsächlich glücklicher ohne Computer. Da werden Ihnen viele Eltern widersprechen, denn die Kinder wollen ja unbedingt ran an die Geräte. Naja, natürlich wollen sie an die Geräte heran. Denn wir wissen ja, dass die Mediennutzung und die Bildschirmnutzung bei uns Menschen ja im Gehirn bestimmte Botenstoffe freisetzt, die uns ja glücklicher machen oder ein subjektives Gefühl von Glück geben. Wenn man das aber von außen betrachtet, dann ist es so, dass die Kinder halt hier ein unkontrolliertes Verhalten häufig haben in der Mediennutzung. Und das sehen wir natürlich, wenn wir die Kinder oder wenn wir Kinder draußen auf den Straßen beobachten, ganz deutlich, wenn die Smartphones dann immer vor den Gesichtern und vor den Augen sind. Wenn wir jetzt über Schule reden, also insbesondere über Kindergärten und Grundschule, dann müssen wir hier ganz stark konstatieren, dass hier der Einsatz von digitalen Medien im weitesten Sinne nicht grundsätzlich glücklicher machen, geschweige, dass sie dann in irgendeiner Art und Weise besondere positive Effekte erzeugen. Aber das wird doch immer propagiert. Schulen ans Netz, mit Tablets lässt sich so schön leicht lernen. Da kann man mal Tafelbilder fotografieren oder sich einen Film angucken. Ist das tatsächlich gar nicht so praktisch und so gut, wie es immer gesagt wird? Naja, das ist ja gerade eine angestoßene Debatte, ne? Also wenn es darum geht, inwieweit und in welchem Umfang sollen jetzt Computer und Technik und digitale Medien in der Schule Einsatz finden, dann geht es in der Regel in dieser Debatte um Medienkompetenz. Und dann müssen wir mal uns hinterfragen, was bedeutet eigentlich Medienkompetenz bei uns Menschen oder in unserer Gesellschaft? Und wenn wir uns das mal genau anschauen, dann ist Medienkompetenz in den meisten Verständnissen als Bedienkompetenz oder als Wischkompetenz, wie wir das in dem Buch genannt haben, zu bezeichnen. Wischkompetenz vom Wischen auf diesem Tablet. Genau. Ne, es gibt ja tolle Videos bei YouTube, wo schon das 2- bis 3-jährige Baby dann wunderbar auf den iPads und ähnlichen Tablets hin und her wischen kann und alle sich freuen, wie toll es doch mit diesem Medium umgehen kann. Aber das ist doch vielleicht auch gut, weil das gehört ja zu unserer Welt einfach dazu. Ja, natürlich gehört es zu unserer Welt, nur das ist nicht Medienkompetenz. Medienkompetenz bedeutet, dass wir unsere Kinder erziehen im Hinblick ihrer Kritikfähigkeit, im Umgang mit Inhalten aus dem Internet, dass wir sie dahin bringen, dass sie mit diesen Medien auch produktiv umgehen können, dass sie diese Medien auch produzieren können im Sinne des eigenen Lernens und des Wissenserwerbs. Und dass sie natürlich auch sich konzentrieren können darauf. Und da wissen wir aus der Forschung ganz, ganz klar, dass digitale Medien diese Konzentrationsfähigkeit aufweicht, sie ablenkt und vom Lernen abbringt, statt sie hinzubringen. Also wir verlernen regelrecht das Lernen, könnte man sagen. Ja. Wir haben im Beitrag gehört, tatsächlich sind Kinder unter 6 Jahren schon zu einem Viertel im Netz unterwegs. Ist das schädlich, was die Eltern da mit ihren Kindern machen, indem sie diesen Medien aussetzen? Naja, wenn Sie mich so fragen, und wir sind ja unter uns, halte ich das für katastrophal. Denn wir wissen oder wir haben es in dem Buch wunderbar belegt, was aus der neurologischen Perspektive passiert bei den Kindern, also insbesondere im Kopf, im Gehirn. Und wir wissen, dass die Mediennutzung gerade die jüngeren Kinder sehr, sehr stark überfordern. Also das gesamte Hirnsystem ist so stark überfordert, dass im Hirn bestimmte Synchronisationsprozesse nicht funktionieren und damit halt Ablenkung forciert wird, Empathielosigkeit forciert wird und eben nicht Konzentration und Kritikfähigkeit gefördert wird. Sie sagen sogar erst ab 12 an den Rechner sozusagen. Ja, man kann das nicht so genau auf den Tag sagen, das ist schon richtig, aber wir wissen aus der Evolutions- und aus der Entwicklungsbiologie von Kindern, ab dem 12. Jahr sind die Kinder in der Lage, selbstständig, also auch alleine ohne Führung mit diesen Medien besser umzugehen als vorher. Und insofern ist genau das die Altersgrenze. Alles klar, Gerald Lemke war das. Vielen Dank, dass Sie da waren. Digitale Medien sind sein Spezialgebiet. Und wir haben gelernt, immerhin ist es so, dass die Kinder immer noch besser vom Menschen lernen als mit dem Computer.